Krähe fixieren. Okay. Oh, ho, ho. Da ist Licht, da liegt wer. Da ist Licht und da liegt wer. Sehr schön. Ei verbipscht. Guten Tag, ihr Leid. Es ist Samstag, Zeit, um in die Kirche zu gehen. So, als allererstes, Profi wie ich bin, check ich mal hier ein bisschen. Keine Polster drauf. Das sieht sehr unbequem aus. Wir sind, glaube ich, in einer katholischen Kirche. Sag mal her, eine Heizung sehe ich auch nicht. Jo, ist eine katholische Kirche. Ich weiß nicht, als Kind habe ich immer gedacht, also als Kind kriegt man ja manchmal, also man sieht das Ergebnis und muss sich dann halt fragen, warum das so ist. Und man hat halt nur der Ist-Zustand. Und man weiß nicht warum. Und ich habe halt wirklich über längere Zeit, vielleicht auch ein paar Jahre, gedacht, dass in der Kirche, wenn dann der Klingelbeutel rumgeht oder wie auch immer ihr das nennt, wo man dann meine Mutter 50 Pfennig oder so in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier, da darfst du reinschmeißen. Ich dachte immer, die sammeln für die Heizung. Weil in dieser Kirche war es immer kühl. Also im Sommer ist das ja ganz schön, aber halt im Winter auch. Und dann dachte ich halt, was ist das dunkel hier? Und dann dachte ich halt, die sammeln für die Heizung, weil die Heizung kaputt ist. Also von dem ganzen 50 Pfennigstücke, die ich da reingeworfen habe, ne? Irgendwann hätten die dreimal die Heizung reparieren können. Ist natürlich Quatsch. Für eine Mark 50 kriegst du keine Heizung repariert. So oft war ich dann doch nicht in der Kirche. Ach, da ist die Lampe schon. Guck mal. Die haben wir gesucht. Ja, die hatte aber gar kein Glas und so hat die nicht. Egal. Ach, wird's jetzt heller? Nee. Ich gehe dann aber trotzdem da mal hoch. Vielleicht können wir ja... Vielleicht gehen wir da auch nicht hoch. Mit Hüpfen ist nicht. So. Und heller wird's auch nicht. Ja, aber was ist mit den Rest von den Räumen? Da von draußen ist das doch viel größer. Ah, guck mal da. Da gehen wir jetzt natürlich... Was ist denn das? Ist das hier die stille Ecke? Ist das die Beichtecke oder was? Ach komm, ihr veräppelt mich doch. Und da hinten ist so dunkel. Aber was ist denn das da? Ja, komm, lassen wir das. Wir nehmen jetzt diese Lampe und gehen dann einfach zurück. Guck mal hier, die haben mit ihrem Klingelbeutel bestimmt gesammelt für die Beleuchtung. Wo ist denn das lustige Haus? Ach, da. Ja, da ist das lachende Haus. Da ist eine Öllampe. Öllampe fixieren. Das sind Streichhölzer und Öl. Kann man das da... Kann man da... Geht da nicht? Was ist denn das da? War das letztens schon? Oh, das sind blutige Raben. Na, das ist nicht Blut. Das ist bestimmt nur Farbe oder so. Pinseleimer, Krähen, Kadaver. Oh. Blut als Farbe, Ritual. Krähen getötet. Aufgeschnitten mit Messer, Dolch, Skalpell. Hä? Ja. Ah, so, ich muss... Ja, das war jetzt nicht so schwer, oder? Es ist eine Krähe irgendwo auf einem Dach. Wie soll ich denn auf dem Dach kommen? Das ist aber ein komisches Dach. Ne, es ist schon ein Dach. Ah, es ist kein Dach. Guck mal. Das ist da unten drin. Da? Warte mal, ich gehe da jetzt halt nochmal drum herum. Also daneben ist so ein Dingens, so ein Abraxas dran gemalt. Ach, muss ich das auch noch machen?
Das habe ich doch aber schon gemacht. Ja. Hab ich doch schon untersucht. Ja, da hinten ist nix. Gut, dann gehen wir jetzt mal da runter. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt mit dieser Öllampe da... Ich dachte, die können wir jetzt halt mitnehmen, dass es ein bisschen heller wird. Krähe. Fixieren. Okay. Oh. Da ist Licht, da liegt wer. Da ist Licht und da liegt wer. Sehr schön. Eiferbipscht. Ich habe so das Gefühl, der sollte da nicht liegen. So, da irgendwo muss ein Rabe sein. Hier irgendwie so. Ist der mit einem Rabe erstochen worden? Moment. Erstmal will ich mir das da angucken. Geht mit. Dann gucke ich dem mal ins Gesicht. Todesursache. Brustwunde, kein Blut, postmortal, Schnitt im Gesicht, seicht, geringe Blutung. Rückenwunde, Blutstreifen. Mehrere Angreifer. Nee, ich untersuche jetzt erstmal. Guck. Ui. Ja, das ist schon... Das könnte man schon als Todesursache oder zumindest Todesmacher zeichnen. Also ich berühre den jetzt mal. Also ich muss halten. So, nu. Kann ich mich umgucken? Bom. Nee, ich muss da noch mehr finden. Ja, ich dachte, hier gibt es jetzt ordentlich Licht. Gibt es dann wohl nicht. Kann ich jetzt, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt mit dem Messer da? Kann ich ja nochmal ziehen? Genau, macht man mehr Feuer. Ja, also das zeigt mir halt wirklich, so rede ich heute so komisch, zeigt einfach nur das Gesicht. Kann ich nichts mit anfangen, tut mir leid. So, da drüben ist auch nichts. Wieso heißt das eigentlich Mausoleum? Wieso heißt das nicht Totoleum? Wird doch nicht drin gemaust. So. Ah, da, Dolch fixieren. Wieder ist ein Rabenschnabel. Habe ich jetzt da unten irgendwie was Neues freigeschaltet vielleicht? Mehr Licht? Nee. So. Was haben wir denn hier Feines? Ah, guck mal, das war's schon. Auch er hat Böhnchen gegessen. 1, 2, 5 Schüttels. Wie muss ich jetzt? Kann man da nicht interagieren? Oh, was ist das da? Ein Backstein? Das ist eine Frau? Ein Mann? Und du? Also da ist der Glatzenmann. Der weint oder so und die Frau guckt. Und der Mann mit Haaren steht hinten dran. Und jetzt geht die Frau mit dem Glatzenmann, da ist der Glatzenmann geblendet. Und die Frau geht da hin und der Mann guckt immer noch. Oh, da hinten ist noch was. Gehen wir da erstmal da hinten. So. Ach, das ist der der Glatzenmann bringt jetzt den anderen um und die Frau piekst ihn ein bisschen. Ui, guck mal. Schöner Mond. Okay, Frau piekst Mann. Sag mal her, hat er da schon eine Rückenwunde? Nee, hat die Frau da einen Dolch in der Hand? Nee.
Der glotzt einfach nur so. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich die vielleicht wieder in die richtige Reihenfolge oder so bringen muss. Aber im Moment ergibt das noch alles gar keinen Sinn hier. Frau und haariger Mann treffen sich. Soweit, so gut, Knut. Ah, siehst du? Frau guckt. Und wer ist das? Das ist ein anderer. Das ist ein junger Mann mit schönen Cargohosen. Finde ich gut. Also. Markieren. Wo ist denn der da jetzt hin? Kannst du mir das mal sagen? So, ich nehme das mal als 1. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt wieder der Gucker. Also das ist halt so... Sagt mir so gar nichts, sagt mir das nicht. So, was haben wir denn hier? Ne, das ist schon der haarige Mann, nicht der von oben. Ja, der hat so eine Krawatte an und keine Cargohosen, weißt du? So, jetzt macht ihm die Frau weh. Okay, pass auf. Die Frau, die sticht nicht auf ihn ein, die bedroht ihn mit dem Messer und sagt, so, Kollege, du hast meinen Mann ohne Cargohosen betrogen oder so. Du hast ihm weh gemacht. Und jetzt knüppelt sie ihn. Okay, wir machen das da oben mal als... Ja, aber die 1... Weißt du? Das irritiert mich so extrem, weil... Ich glaube, dass das da... Es gibt nur 5. Das da das letzte ist. Und das da ist das vorletzte. Hier. So, pass auf. Also meine Idee ist folgende. Der da würgt den da. Oder so. Das ist 1. Komm her, komm. Komm her, komm. Das ist 1. Dann kommt die Frau und haut ihn, bedroht ihn, keine Ahnung was mit dem Messer. Oder so. Und sagt, da, du bist ein Böser, bist du. Dann ist es 2. Dann geht der Mann dahin und dann sagt sie so, du gehst jetzt doch runter. Okay? Moment. Dad, get off of him! He's your brother! Get... Also das ist Opa. Das ist Chat. Ich chat mein Opa. So. Ah, hat 1 schon mal gestimmt, oder wie? Okay, dann tausche ich erstmal das hier aus, ne? Das da mache ich zu 2 und das da mache ich zu 3. Ja, visualisieren. Dad, get off of him! He's your brother! Get... Ich habe halt keine Ahnung, ob 1 überhaupt stimmt. Jetzt tue ich 1 mal austauschen und guck, was passiert. So. You know he's harmless. You know this is wrong. Chad. Okay, nee. Jetzt pass auf. You know that he's harmless. You know that he's wrong. It is wrong. Also, Geht's da um Ethan? Geht's gar nicht um den Opa? Der Opa weint vielleicht, weil er den Bruder, den Sohn, keine Ahnung wer das sind. Sind das meine Eltern? Weil sie Ethan Carter da runtergebracht haben oder so? Was ist denn überhaupt das für ein Stein? Ich gucke einfach alle an.
Achso, das fängt immer bei 1 an, No, gell? he's harmless. You know this is wrong. Chad. Das ist ganz am Schluss. Oder so. Jetzt. Pass auf, wir gucken. Hoppala, ich habe falscher Knopf gedrückt. Ja. You know this is wrong. Ja, ich habe einen falschen Knopf gedrückt, Mann. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Es hat gehunken. Vorheriges. So, jetzt hat man mal. Gucken, was die da jetzt zu sagen haben, weißt du? Chad, let me see it. Get the hell away from me! Seine Schulter hätte mir helfen sollen. Gucken wir jetzt erstmal alle angucken. So, du bist jetzt 1, ne? Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up, giving him to the sleeper forever. Okay, das scheint eine gute 1 zu sein. Chad, let me see. Ich glaube, die 1 hat diesmal gestimmt. Ich will jetzt aber noch wissen, wo ist denn der andere, was das da hinten ist. Achso, die 1 stimmt. Achso, weil die 1 stimmt, kann ich die jetzt nicht mehr nehmen. Die scheint fix zu sein. Da, guck. Ah, das ist ja schön. Okay, dann gucken wir uns das jetzt mal an. So. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up, giving him to the sleeper forever. Und das will die Mutter wohl nicht. The hell's going on? Where's he? Okay, okay. Der kommt wahrscheinlich ganz zum Schluss. Am Schluss fragst du dann, wo ist Ethan? Jetzt pass auf. Machen wir da mal 5 draus, ne? So. Da hat er was im Auge. Und dann gehen sie da runter. Ist das vielleicht die 2? Aber da hat er schon was im Auge, ne? Sagt er ja. Also muss das da 2. Komm, wir probieren mal, oder? Oh nee, aber da hatte ich da eben. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up, giving him to the sleeper Also die Eltern wollen nicht, forever. dass er eingeschläfert wird. Oder so. Chad, let me see. Aua, okay, das war's nicht. Das war nicht die 2. Ich probiere mal, ob das da die 2 ist. Our boy. Chad is putting our Achso, boy in nächste that Szene. Ich kann da No, he's überspringen. Gut. harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Voll ins Auge stoche. Okay, ich glaube, jetzt Chad, haben wir's. let me see it. Get the hell away from me! This is Dale's fault. He should have been helping. Dale ist der Vater oder was? Weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad, get off of him! He's your brother! Get off of him! Ah, ins Ohr gepiekt. The hell's going on? Where's Ethan? The one who Where's sleeps must Ethan? not sleep. Your Uncle Chad is dead. Where's Ethan? So, das hätten wir gelöst. Finde ich gut, dass einem das Spiel da ein bisschen entgegenkommt und sagt, ja, das ist definitiv richtig, also die 1. So, jetzt kann ich da unten... Ne, da kommt jetzt noch einer raus. That's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just
Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. So. A sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out, into the air, and into the minds of his family. Wenn ich das nochmal angucke. Ach so. Ja, nee, ist in Ordnung. Sorry. It's not right. Ja. Sorry, ich wusste, dass dann nochmal alles von vorne losgeht. Gucken wir es uns halt nochmal an, wir haben ja Zeit, ne? What? Also ich muss My key. neben das Tor, I don't have it. I guess I'll use in den the Tunnel in der tunnel. Nähe des Tors. Just keep Mom away from me, all right? Ich glaube, das ist, wenn man da runter geht, da You're all sick. oder so. Ach so, ja. Stimmt, habe ich vergessen, da war ja ein Tor, da war ein großes Schloss dran. Ich weiß auch nicht, wie wir das rauskriegen. Wo sind jetzt die... Ah doch, die ist noch da. Will ich nicht nehmen. So, pass auf. Wie kam man denn da hin? Ne, ich glaube, man querfeld einrennen ist doof. Ich gehe die Straße entlang oben. So. Gehen wir da hoch. Er ist ja auch da hinten hingerannt, hat er gesagt. Also da war dann, wo die Krähen aufgeflogen sind. So. Da hoch? Ich glaube schon, dass das da hoch war. Das war dieser blöde Weg. Wir haben ja in der letzten Folge... Ne, die vorletzte war das. Also die zweite Folge. Moment, ich muss mich kratzen. In der vorletzten Folge haben wir ja einen ordentlichen Rundgang gemacht. Deshalb weiß ich ja schon so ein bisschen, wo was ist. Diesmal gucke ich mich aber ein bisschen besser um, so wie letztens. Weil ich gedacht habe, da gibt es nichts mehr zu gucken. Und dann gab es da noch 2 Rätsel oder so. Also das Handgranatending. Das, was wir halt in der letzten Folge geguckt haben. Ne? Es gab da halt das Handgranatendingens und das Ampel-Astronauten-Dings. Ja, aber... Ja, komm. So ein bisschen Hinweis, dass hier noch was ist, sollten sie halt schon haben, weil ich tue jetzt nicht wirklich jeden Millimeter abschlappen. So, da sind wir letztens hochgekommen. Und dann gehen wir jetzt halt runter, ohne uns die Haxen zu brechen. Kann ich eigentlich auch da durch den Wald? Nee. Geht nicht, da ist eine Alpha-Wand. Wenn eine Alpha-Wand eine Wand ist, die nicht sichtbar ist, ist dann eine Omega-Wand sowas hier? Eine Wand, die sichtbar ist? So, da unten steht noch irgendwas. Stand da letztens schon irgendwas? Nee, oder? Treten? Ach, guck mal, da ist der... Da müssen wir rein. Das finde ich gut, dass der mir das vorher anzeigt. Das hatte mir aber letztes Mal nicht angezeigt, weil wir sind ja hier rum... Ich dachte, da unten ist ein Tor. Moment, ich gehe da nochmal runter. Ist da das Tor schon? Ja, da ist das Tor. Und das ist zu. Ich dachte, darum geht's. Also ja, wir haben ja gesagt, die Höhle in der Nähe vom Tor. Also die ist die Mine, so wie er sagt. Dann gehen wir jetzt halt mal da rein. Wir sind ja dann da hochgegangen und eben habe ich es auch von Weitem schon gesehen, dass da steht, berühren. Also, das war letztens noch nicht da. Das haben wir jetzt erst freigeschaltet. Gut. Dann berühren wir mal diesen Stein. Schluppe da mal rein. Schlupp. Den grünen Stern. So, schön. Ich hoffe, dass es nicht so dunkel wird. Wir haben nämlich keine Lampe. Das Spiel hält es wohl nicht für nötig, uns eine bisschen umgucken. Da vorne ist Licht. Da ist ja Licht, man glaubt es nicht. Das erinnert gerade an wie hieß das Spiel, was ich letztens auch hier gespielt habe? Also letztens, ja, so wieder Monate her. Irgendwas mit Grün.
Also da war dann so grün und es war so ein Cthulhu-Gedönse da. War eigentlich auch eine schöne Walking Sim. Die hat mir eigentlich recht gut gefallen. Gab ein bisschen was zu gucken hier. Ich gehe links. Ne? Wie sich das gehört, geht man natürlich immer links. Wir haben bei uns in der Nähe vom Haus, also wir wohnen ja genau am Waldrand, haben wir auch eine Höhle. Eine große Höhle, habe ich früher als Kind gesagt. So groß ist die eigentlich nicht. Eigentlich ist sie nur U-förmig. Okay, da muss ich jetzt halt rein, das ist schon relativ klar. Ich will mich aber noch ein bisschen umgucken. Die ist U-förmig. Auf der einen Seite kannst du quasi, oder konntest du, ist jetzt verschüttet leider. Ich gehe nochmal ganz zurück. Auf der einen Seite konntest du reingehen, so aufrecht stehend. Und dann bist du da durchgegangen und konntest die ganze Zeit normal durchgehen, normal stehend halt sowas. Ja, also so 1,80 Meter, 2 Meter hoch könnte ich schon gewesen sein, diese Höhle. Und der andere Eingang, der war dann, also die wurde dann halt enger und der war dann noch so, sagen wir mal 1,40 Meter oder so. 1,30 Meter vielleicht. Also man konnte noch gebückt dann durchgehen. Habe ich mich jetzt in dieser voll plumpen Höhle verlaufen hier? Ich veräppeln? Ah, da. Nein, ich bin nicht verlaufen. Ach so. Ach, das ist super. Also wenn ich hier nach rechts gegangen wäre, hätte ich gleich gesehen, dass da nichts ist. Na super. Ja, okay, dann gehen wir da runter. Ja, jedenfalls die Höhle. War voll cool. War natürlich für mich als kleiner Depp, war das natürlich mega. Hast du hier die eine Seite ein paar Stöcke davor gemacht und Blätter und tralala. Hier ist das mal ein Geheimversteck. Und hast innen drin, später dann innen drin reingegangen, gequarzt wie ihre. Dann haben wir auch mal ein Feuerchen in der Höhle gemacht. Stein halt und nass und sowas. Und dann hat er auf einen, ja, ging halt. Das Blöde war halt, dass es nicht wirklich einen Abzug gab. Also so, ja, du bist halt dann reingegangen, hast ein Feuerchen gemacht und dann so, aua, meine Augen brennen. Nicht so mega. So, haben wir noch Une, oder? Minen. Wie ist denn das andere Spiel mit der Mine? Jesus, nee. Ja, Leute, ich habe schon so viele Spiele hier gezockt auf diesem Kanal hier. Wahnsinn. Scarecrow oder so hieß das. Nee, Sage Saw. Sage Saw? Keine Ahnung, es war so ein Walking Sim, aber so ganz verpixelt so. Sah schon interessant aus. Ging's um eine Sekte. So, diesmal gehe ich nach rechts. Sieht nämlich gleich aus, als wäre da nichts. So, haben wir auch gesehen, dass hier gleich alles zu ist. Da hinten geht es zumindest längere Zeit weiter, also gehe ich natürlich dahin. Da ist natürlich nichts. Sehr gut. Immer gut, wenn man weiß, dass da nichts zu holen gibt, dann bist du auf dem richtigen Weg. So. Ja, Höhlen. Höhlenforscher. Ja, habe ich halt gerne in der Höhle gespielt als Kind. Und nicht nur ich. Natürlich noch aus dem Dorf noch andere Leute gehabt, die, also generell hier, das Dorf liegt im Wald. Jeder aus dem Dorf hatte es nicht weit, um in den Wald zu gehen und jeder hatte dann halt seine eigene Stelle im Wald, bei ihm in der Hütte. Das Wort gab es damals noch nicht. Wo er dann halt sagen konnte, ja guck mal bei mir, also ich hatte halt hier Höhle und sowas halt. Und dann waren halt andere, die hatten, mussten dann 1-2 Kilometer gehen durch den Wald und dann war da ja so Wochenendgrundstücke so, wo wir auch nicht einfach auf fremde Grundstücke gegangen sind und ein Tarnnetz geklaut haben. Sowas haben wir nie gemacht.
Bei einem anderen war hinterm Haus, also hinterm Haus, ein Wald hoch, war ein alter Steinbruch. Oh, da gibt es auch noch eine schöne Geschichte vom Steinbruch. Ich glaube, das könnte man eventuell sogar noch sehen. Weiß nicht, habe ich noch Narben am Kopf irgendwo? Ja, wir waren in der Fahrschule, also Autoführerschein. Auf dem Dorf brauchst du Autoführerschein, geht halt einfach nicht anders. Und dann sind wir, da er auch Führerschein gemacht hat, bin ich zu ihm gelatscht und bin dann hinten den Wald hoch und am Steinbruch vorbei und dann kommst du ins Nachbardorf. Und in dem Nachbardorf war die Fahrschule, so. Das Nachbardorf hatte auch eine Tankstelle. Und dann sind wir jedes Mal nach der Fahrschule, die war dann so gegen 19 Uhr oder so, war die aus. Und gerade im Sommer halt war ich in der Fahrschule. Und dann sind wir nach der Fahrschule in die Tankstelle gegangen und haben uns ein paar Flaschen Radler geholt. Und haben uns dann in den Steinbruch gesetzt und haben die Radler getrunken. So, Moment. Spitzhackenregal, ja, mach Sachen. Leerer Platz, also eine fehlt, ja. Okay, ich muss Spitzhacke suchen. Noch höher? Da. Zeig mal her. Ich kann gar nichts sehen. Oh ja, gar nichts sehen. Fuck. Ah, guck mal hier. Hab wieder vergessen, die Lampe anzumachen. So, super, jetzt sehe ich noch weniger. Wahnsinn. Es ist einfach nur schwarz. Mach mal Lampe aus, ich sehe nichts. Keine Ahnung. So. Keine Ahnung, irgendwo wird es halt sein. Ist da runtergefallen oder was? Ach, im Wasser könnte es natürlich sein, ne? Wir kommen von da hinten, da gehe ich natürlich da ins Dunkle, ist ganz klar. Ja, vielleicht gehe ich auch da nicht hin, weil es da nichts zu gucken gibt. Jedenfalls haben wir uns halt in den Steinbruch gesetzt und haben dann Bierchen getrunken. Alles klar, das haben wir halt ein paar Wochen gemacht, so, alles super. Haben natürlich unsere leeren Bierflaschen mitgenommen. Das haben wir wirklich, weil, ja, Leergut gibt Pfand, Pfand gibt Bier. Und irgendwann dann mal, also das ist halt wirklich mitten im Wald so, der Steinbruch, ja, da ist nur so ein, noch nicht mal ein Schotterweg, so ein Trampelpfad, wo da hinführt, so. Sitzen wir da halt, also das war auch offen, ne, der Steinbruch, also da war so ein großer Eingang so, konntest du reingehen, war kein Tor, kein gar nichts. Waren Bänke so, also, so. Und dann sitzen wir halt da und dann plötzlich hören wir Stimmen. Da ist bestimmt eine Spitzhacke drin, oder? Das ist keine Spitzhacke. Das ist meine Mama. Kaputtes Schloss von außen. Opfer ertrunken, postmortal. Oder vor dem Tod. Das reicht noch nicht, nee. Wir brauchen wohl eine Spitzhacke, um dieses Schloss aufzukriegen. Ja, jedenfalls sitzen wir halt da drin, trinken unser Bierchen und hören dann halt Stimmen. Und dann so, ja okay, es sind halt irgendwelche Leute. Und dann sagt der eine, sag mal, ist das hier eigentlich Privatgrundstück oder ist das öffentlich? Und dann so, ja, keine Ahnung, ne? Weiß nicht. Und dann so, ja, ich glaube, das ist Privatgrundstück. Das ist jetzt Kacke. Wir sitzen hier auf einem Privatgrundstück. Das gibt bestimmt Ärger. Also was macht man, wenn man im Begriff ist, Ärger zu kriegen? Man flüchtet mitten durch den Wald und rennt weg, dass einem die Leute, die potenziellen Verräter, die es unseren Eltern gesagt hätten, dass die halt nicht uns sehen, uns nicht sehen, so rum heißt das. Dass die halt uns nicht sehen. Wir rennen dann halt also mitten durch den Wald. Und ich renne halt durch den Wald und sehe dann, dass da irgendjemand so eine Schnur gespannt hat im Wald, so ungefähr, ja, so Kopfhöhe so. Und duck mich halt gerade noch, renn aber weiter und die Schnur, die ist mir so gerade noch so über dem Kopf drüber so geschwuppt, so schwupp, alles klar, renn. Super. Wir rennen weiter, bis wir irgendwann nicht mehr rennen mussten. Ist das wieder ein Riesenrätsel hier. Und dann bleiben wir stehen und dann sagt der Kollege so, ja, okay, war schon knapp. Ich hoffe, die haben es nicht gesehen. Da habe ich halt so gesagt, ja, war schon knapp so. Bei diesem Date. Ich hatte damals noch volle Haarpracht, muss man dazu sagen. Und hatte also Blut an Händen. Stellt sich halt raus, das war keine Schnur, die einfach so sinnloserweise im Wald gespannt war. Wer spannt denn im Wald auf Kopfhöhe eine Schnur? Das war mal ein Zaun.
Das war mal, keine Ahnung, ein Maschendrahtzaun oder so, der aber schon vor Ewigkeiten durchgerostet ist, umgefallen ist. Aber der wurde oben gehalten von Stacheldraht. Von so einem Stacheldraht-Metall-Strick. Keine Ahnung, wie heißt man das? Von einem Stacheldrahtstrick. Und das hing da halt noch. Und ich war also kurz davor, beim Wegrennen, mir einen Stacheldraht in den Hals reinzujagen. Den rostigen Stacheldraht natürlich, wie sich das gehört. Das geht sogar noch. Kann ich das da wegmachen? Ja, und dadurch, dass ich mich geduckt habe, habe ich mir nur ordentlich Stacheldraht über die Birne rubbern lassen. Okay, hier geht's nicht weiter. So, ich lasse das einfach mal angeschaltet. Wir sind ja hier in der Mine, da kann man ruhig einen Motor laufen lassen. Ja, was ist denn da jetzt? Wie soll ich denn die Steine wegkriegen? Ich bin jetzt zweimal dran gedotzt. Ja, auf jeden Fall dürfte ich... Also ich hatte halt eine Zeit lang auch Narben auf dem Kopf, die man halt nicht gesehen hat, weil ich halt Haare hatte. War kackegal. Aber wie das halt ist in der Jugend, da rasiert man sich den Kopf ab, weil man keinen Bock hat, zum Friseur zu gehen. Und da wollte ich mir mal die Haare dann so kürzen. Mit so einem Aufsatz, weißt du, so Haarrasierer habe ich immer noch, nur brauche ich jetzt keinen Aufsatz mehr. Zumindest nicht für die Kopfhaare, für die Barthaare schon. Barthaar. Und da habe ich mir so Haare kurz geschnitten so. Und dann sagt meine Mutter, hier, hinten ist es noch ein bisschen lang, muss noch mal drüber gehen. Und dann gehe ich halt so drüber, habe aber vergessen, vorher einen Aufsatz drauf zu machen und rasiere mir dann halt so. Okay, sah scheiße aus, deshalb mussten sie ganz runter. Was dann halt zur Folge hatte, dass ich halt so, keine Ahnung, so einen Fashion 1 mm Schnitt hatte oder so. Und man konnte dann halt meine Narben auf dem Kopf sehen. Was natürlich saumäßig cool war als Junge. Was gibt's denn Cooleres als Narben? Ich habe so das Gefühl, wenn ich da hinrenne, das geht immer weiter weg. Ja. Keine Ahnung, ob ich die Narben immer noch habe. Ich kann mir so schlecht auf den Kopf gucken. Jetzt geht's noch weiter runter. Immer runter, immer runter. Sicher, dass es da runter geht oder dass ich einfach nur im Kreis renne? Ich renne doch einfach nur im Kreis, oder? Ja, aber nee, also zumindest gibt es dann zwei verschiedene. Guck, da ist eine Lampe, direkt wenn man runterkommt, so ein bisschen an so einem Stein-Dingsbums. Die ist hier nicht. Ah, guck mal, hier sieht es sowieso ganz anders aus. Ja, sehr gut. Siehst du diese Warnung, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung, ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung, bleibt das Seemonstertor verschlossen. Okay. Seemonstertor. Och, was ist denn das jetzt für eine Kacke? Ich bin hier. Nein, wo muss ich hin? Seemonstertor. Ich sehe kein Monster. Es ist auch kein Seemonster, sondern ein Blindmonster dann. Ja, was ist denn das hier überhaupt? Achso, ich bin immer noch an dem... Bist du das Seemonster? Alter, du bist ja wirklich ein Monster. Hallo? Alter! Mach doch sowas nicht! Okay, das Monster hat mich gesehen. Es ist wirklich ein... Hey, warte mal. Seemonster. Ja, komm, also, ich würde eh sagen, für heute ist auch wieder gut. Aber ich will jetzt hier noch ein bisschen... Vielleicht sollte man nicht direkt auf ihn zurennen, auf den Monster. Keine Ahnung, wo ich hin muss.
Keine Ahnung, ich halte mich einfach links an der Wand. Und wenn ich ein Monster sehe, dann laufen wir davon. Da vorne liegt er. Ist denn? Aber der liegt da, der macht gar nichts. Aber da geht es eh nur außen rum, also kann ich mir das auch sparen und einfach so laufen, oder? Moment, jetzt laufe ich ja zu dem hin. Oder nicht? Hab ich ihn jetzt geweckt? Ja, ich glaube, ich habe ihn geweckt. Da komme ich her. Moment, da liegt er schon wieder. Ah, guck mal, ich kann ihn untersuchen. Geht ab. Ja, aber warum macht denn der sowas? Der blaue Licht. Also ich meine... Der Donnie Darko? Das sind auch immer so Dinger, die dir quasi deine Gegenwart zeigen, die dir aus dem Bauch kommen. So Lichttrödel. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass der mir den Weg zeigt, den ich nachher ohne ihn rennen muss. Das wäre doof. Oh, der ist... Nee, ist er nicht. Ich wollte gerade sagen, der ist schneller, wenn ich auch schneller bin. Nö. Ja, jetzt machen wir nicht so schnell hier. Junge. Ah, da unten liegt noch einer. Guck. Ah, da ist eine Spitzhacke. Also das ist das, was ich gesehen habe. Lesen, untersuchen. Erstmal untersuchen, oder? Okay, dann lesen wir schnell. He's not dead, but eternal. Achso, ja. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Oh, es reimt sich. Lässt öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Wahnsinn. Ruft unseren Gott, den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Hildegard heißt er. Habe ich natürlich nicht gesehen, wo das Ding ins hin... Oh. Da oben gibt's was zu gucken. Kann ich da jetzt hoch? Eins so, ne? Wahrscheinlich muss ich da jetzt alle Schlafenden... Oh, sind das die Schläfer? Alle Schlafenden finden, um alle Dinger freizuschalten? Oder auch nicht? Ach so. Guck mal, da habe ich einen auf einem Z. Da habe ich einen auf einem E. Ich fühl mal. Ja, komm, fühl. Ja, das lief ja nicht so gut. Ich muss mir jetzt aber nicht merken, in welcher Reihenfolge ich die gefangen habe oder so. Aber guck mal. Pass auf. Ist das vielleicht irgendwie... Nee. Weißt du, sonst könnte man sagen, so erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe? Dritte Reihe. Dritte Reihe. Ach so, ja, wir müssen dann einfach oben das Dingsen. Also Z und 3 oder so. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber, und dann gibt es wahrscheinlich die Spitzhacke. Oder gibt es hier oben die Spitzhacke? Also das war wohl der Felsen, den wir vorhin gesehen haben. Wo es um die Spitzhacke ging. Muss ich mich nochmal hier umgucken, nicht, dass ich die jetzt vergesse. So, jetzt pass auf. Ich flupsch da jetzt mal runter. Wir müssen die Fuzis also finden, wenn sie schlafen, oder wie? Ah, da hinten dürfte nix sein. Nee. Ich hab keine Ahnung, wo ich herkomme.
Sagt mir schon Bescheid, wenn ihr was seht, oder? Ach so. Ach, das ist der, also, ach so, seht ihr ja nicht. Das in der Mitte da, wahrscheinlich das, wo man hin kann. Also vorhin habe ich mich einfach an der linken Wand orientiert. Mache ich einfach hier weiter, gehe ich einfach weiter zurück. Gucke ich natürlich noch ein bisschen um. Da irgendwo einer sitzt. Was passiert denn, wenn ich jetzt von dem Typ, der rumläuft... Was passiert denn, wenn ich da gefangen werde? Ah, guck mal, da sitzt noch einer. Also muss ich dann wieder von vorne anfangen oder so? Der führt mich jetzt wieder hinten hin. Das ist mir wurscht. Ich weiß halt nicht, wie viel das ist hier. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, was passiert. So, jetzt pass auf, wir gehen woanders lang. Ich weiß nur noch nicht wo. Da gehen wir lang. Ah, da sitzt noch einer, guck. Dann mach mal, dass du abkommst, Junge. Haben wir 4. Wie viel gab's denn? 5? Das hier? Nix. Wenn wir alle, die wir brauchen hier, die da rumsitzen, aufgeweckt haben, läuft der eine dann immer noch rum oder ist er dann weg? Also ist das so ein Ding, wenn wir dem nicht mehr begegnen, dass wir alle haben? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, als hätte ich Ahnung überhaupt, wo ich hingehe. Ich latsche einfach nur wild rum. Ich meine natürlich, ich verbessere gerade meine Ortskenntnis. Ich bräuchte mal wieder so eine Tafel. Ja, ich weiß, dass da gerade eben eine war. Aber ich will hier eine andere haben. Dann hätte ich sie doch genommen, hey, das wäre ja nicht. Ah, da sitzt noch einer. Aufsteh. Kommst du mit? So, jetzt könnte man theoretisch dem Dingens da hinterher latschen. Gucken, wo der hingeht, ne? Der geht da rüber. Ja, komm, wir haben jetzt 5 Stück. 5 ist immer eine gute Zahl. Die ist quasi so eine ganze Handvoll. Wo geht er hin? Geht jetzt da nach links. Ja. Okay. Bin doch noch richtig, oder? Ja. Ihi, der ist mir gerade in den Hintern reingefrupft. Nee, ist er nicht. Da ist er noch. Guck, ist nicht in meinem Hintern. Oh. Bin ich falsch abgebogen hier. Moment, ist das vielleicht irgendwie so... Ach, guck mal. GM. Oder so. Habe ich noch gar nicht gesehen vorhin. GM. General Motors. Oder so. GM. Also gehe ich davon aus, dass das... Was auf. Meine Idee ist folgende. Unten sind's... Ach scheiße, es sind 5. Naja, also... Es gibt hier überhaupt kein G. Moment, ich erkläre, was ich vorhab. Wo ist denn da ein G? Das da. Guck. G. Und ein M müsste dann so irgendwie... Wo gibt's denn so ein M? Und das M dann so rechts oben hin. Nicht? Okay, pass auf. Dann machen wir das einfach so. Also ich gehe davon aus, dass die Mitte oben... Dass das wichtig ist. So, G. Er geht nicht. Ah, achso, ich kann einfach drüber wechseln. Ah, scheiße. Das M hier stimmt. So, Moment, ich muss gucken. So.
Also Viereck, Dreieck, Kreis, Viereck. Judenstern ist das, glaube ich, wenn der 6 Zacken hat. Ah, da. Dreieck ist ein G. Also der erste Kreis hat nur Dreiecke dran, ist ein G. Der zweite ist ein Viereck. Okay, wenn das ein Dreieck ist, ist das ein Quadrat, ist ein Z. Das da ist dann eine Raute. So, Z. Also das zweite muss ein Z sein. Das dritte ist Kreise. Haben wir schon einen Kreis? Kreis ist noch ein Z. Also ZZ. Ziemlich zügig. Das vierte ist der Stern. Ist ein Prince. Ich habe das Viereck schon wieder vergessen. Z. Ein Dreieck ist auch Z. Ne, Dreieck hatten wir schon. Dreieck ist G. Viereck ist Z. Dann kommt Kreis. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Ich kann mir das eh nicht merken. So. Also, Z. Das nächste ist auch ein Z. Und dann kam der Stern. Achso, ich kann auch einfach hier gucken. Der Stern ist ein Prince-Symbol. Kennt denn überhaupt noch jemand? So, dann fehlen noch 2 oder wie? Nee, da ist noch eine Raute, genau. Das ist die Raute. Und das ist ein E. Und dann fehlt nur noch das da. Das ist doch scheißegal jetzt. Moment, das ist noch ein Dreieck. Ach so, Moment. Das eine Dreieck sind mehrere Dreiecke. Also das steht auf dem Kopf. Okay, Moment. Muss ich gucken. Ne, das Dreieck steht richtig rum. Wenn man von unten guckt. Moment. Das E ist falsch rum. So, also muss man davon ausgehen, dass man von unten, wenn man hochkommt, so drauf guckt. Das würde ja bedeuten, dass das Dreieck gerade ist und richtig rumsteht. Nicht wie das da. Da ist das Problem. So, also da muss ein G hin. Und das da unten war falsch. Ha! Ihr Leid, ihr Kinder. Das haben wir, hä? Hammer hat. Was haben wir dann da? Uah. Junge, da ist ein Tentakelmon. Versinken wir, oder? Ist das jetzt doch Cthulhu-Gedönse? Upsala. Ist jetzt nicht so gut zu ertrinken. Oh, geil. Was zur Hölle? Oh, hallo? Alles klar. Ah, ich kann mich auch bewegen. Hör doch mal auf, so komisches Gedödel hier zu machen. Ich suche eigentlich eine Axt. Gibt es hier was Axtiges? Also die Steuerung hier, also ich kann nicht wirklich... Kann ich rennen? Nee. Da kann ich auch nicht raus. Das ist ein Drecke. Da kann ich auch nicht raus. Ach so, da ist ein Zaun. Wo ist denn diese Spitzhacke, die wir suchen? Da hinten blubbert's. Ist da eine Spitzhacke? Ah, nee, wenn eine ist, komme ich nicht hin. Ach, da hinten. Hä? Das war doch eben noch nicht da. Du hör mal auf, hier rumzumeckern. Ich hab drüber gelassen, ich hab's nicht gesehen. So, pass auf, immer noch. Ja. So, lesen. So. Der Fluch des Seemonsters. Das henochische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster beschwören.
Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Uiuiui. So, okay, akzeptiert. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. Es stimmt rauchen. Okay, now, you go. Get back home. So, gucke. Gibt's noch mehr zu lesen? Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheit gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, Patentamt von Amerika. Okay, der hat wohl Patente angemeldet, die es aber von Sachen, die es schon gab. So. Dale, get your shit out of your Okay. Schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Okay, dann hat es wohl irgendjemand hier hingemacht, das misslungene Leben. Ist halt zu, ich komme da halt nicht rein. Kann ich noch was lesen? Ne, das hatten wir schon. Das war das mit dem Monster, gell? Ja. So, also Dale ist wohl der sich hier drin versteckt hat. Ich weiß halt nicht, wer Dale ist. Das ist der Bruder von Chip. Zumindest im amerikanischen. Bin ich doch vorhin hingegangen. Und da hinten komme ich eigentlich her. Aber ich habe immer noch keine Spitzhacke gefunden. Ja, ihr Leute, das war's für heute. Sorry, aber der Reim musste sein. Haha, oh, heute habe ich einen Lauf. Wir machen uns morgen weiter auf die Suche nach der Spitzhacke. Bis dahin, gehabt euch wohl und buddelt nicht in Steinbrüchen, wo Stacheldrahtdäune sind. Tschö. Keine Ahnung, was das bedeuten soll.